perfekte Lamm vom Grill geht genau so, wie ich es dir jetzt zeige. Jetzt brauchen wir Lammracks, entweder ganze oder sonst nur einzelne Kotelettchen geschnitten, verschiedene Kräutchen, um ein bisschen Farbe reingeben und, ganz wichtig, der Trick 77 von Stedi. Hat dir schon fragen, willst du das nicht aufräumen? Das sieht so chaotisch aus. Das ist noch das Wichtigste, versprochen. Warum 4 Knoblauchmarinade? Honig, Cognac und Metzger. Und Metzger, genau. Sehr gut. So schnell die Säckchen auf die Seite. Ich gebe dir die. Also du machst nachher das Fleisch hier drin mit der Marinade? Schön langsam. Machen eins, Weil ich das will andere die Sauce jetzt, machen. Paris. Hä? So oder nicht? Machen wir das so in Jetzt Paris? bräuchte ich zuallererst ein Brettchen, bitte schön. So im Operationssaal, wo wir mit sagen, was ihr braucht. Ich gehe mit diesen Kröten. Hier, Herr Doktor. Hoppa, Doktor. Brauchst du Skalpell? Ja, Skalpell. Ihr könnt die einzeln bröteln. Ich möchte es aber lieber am Stück. Und jetzt kann man da ja zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heisst 8 nach 4 ist etwa da, ist etwa die Hälfte. He? Dann schneiden wir hier einfach mal knallhart durch. Wenn es ein bisschen gemacht haben, dann noch ein Knochen verwünscht, aber das macht gar nichts. So. Dann nehmen wir hier nochmal genau das gleiche. 1, super, 2, 4 3, Stück, 4, 4 5, Marinaden. 6, 7, 8. Siehst du? Und dann haben wir hier wieder 4 und schneiden hier am nächsten Stück ab. Das Stück schmeißen. Das ist dies. Okay. Jetzt haben wir die Vorbereitung schon abgeschlossen. Und auch hier wieder. Grillen ist natürlich, ist männlich und muss schnell gehen. Und genau darum kommt jetzt der Trick 77. Du hast ein Messer und die Hände abwaschen. Ihr nehmt ein Säckchen. Muss das so ein Säckchen sein? Nein, das ist jetzt irgendein Vakuumbeutel. Kann aber auch ein Ziploc sein oder ein Täschchen, wo ihr Gemüse kaufen zum Beispiel. Wichtig ist, dass ihr ein Täschchen habt. Weil ihr möchtet ja das wirklich schön marinieren. Und schön marinieren geht am einfachsten so. Ihr nehmt ein Marinierstück oder ein Stückchen Fleisch, das ihr möchtet marinieren. Ich zeige hier meinen Trick. Zack. Tut das so super rein. Und jetzt nehmen wir zuerst gerade mal die Honigmarinade. Warum Honig? Weil aufs Lamm gehört ja eigentlich Knoblauch. Einfach weil wir 4 Marinaden haben und alle fein aromatisieren. Dann habt ihr bestenfalls eine Assistentin, die das Säckchen aufmacht, sonst müsst ihr das selber machen. Dann tun ihr hier einen Sprutz rein und nicht sparen. Super zumachen. Und dann könnt ihr nachher, weil ihr hier ein Säckchen habt, oben ein bisschen zuheben. Und dann kann man das wunderbar ins Fleisch einreiben, ohne dass man irgendwelche marinierten Hände bekommt. Versteht ihr? Weil unsere Marinaden ohne Konservierungsmittel sind, ohne Farbstoff, aber halt mit wirklich einem feinen Paprika oder jetzt in dem Fall sogar Honig, haben ihr sonst Hände, die aussehen wie beim Maler. Und darum machen wir das am besten so. Wenn man noch weniger dreckig machen will, Jetzt, Vorsicht, ich lerne gerne dann dazu. würde ich so nehmen. Und dann, wenn man so nach außen faltet, weißt du, noch bevor man füllt, dann kann man hier füllen. Und das Teil hier ist sauber nachher, weißt du, so. Fantastisch. Wenn ihr auch etwas gelernt habt, gerade jetzt, sogar 2 oder 3 Sachen, dann gehört jetzt das Däumchen rauf. Wenn ihr sagt, das habe ich schon lange gewusst, gehört das Däumchen gleich rauf, weil wir machen die besten Lammracks von allen Zeiten. Oder sonst gibt es Tipps noch dazu. Wir probieren nächstes Mal anders zu machen. Genau. So. Oder auch nicht. Ha. Also ich nehme den. Genau, kann und ich den jetzt, welche willst rein. Jetzt würde ich einfach die nächste. du? Also der Metzger. Ja, jetzt nehmen wir die Metzgermarinade. So. Soll ich? Ja, zeig Traust du mal. es mir zu? Ja, musst du ein bisschen geben. Ja, ein bisschen Gas geben, komm. So ist gut. Wir rechnen mit etwa 100 Gramm pro Kilo Fleisch. Aber es darf auch 200 Also 100 sein. Gramm Marinade pro Kilo Fleisch. Genau. Wow, dann kann ich ganz viel Fleisch marinieren mit so einem Töpfchen. Absolut, absolut. Bei 3,5 Kilo. Kommt ein bisschen darauf an, wie groß das Stück sind. Oder vielleicht, wenn man länger mariniert, kann man vielleicht weniger nehmen, wenn man nur schneller mehr, oder spielt es keine Rolle? Gibt so eine Faustregel beim Marinieren. Alles über 400 Gramm am Tag vorher. Dann hat die Marinade schön Zeit zum Reingehen. Wenn ihr jetzt aber Schnitzel oder Steaks macht, lange ein Spritzchen drauf, verreiben und ab auf den Grill. Haben wir übrigens hier auch schon gemacht. Kannst du da schauen. Ja, super schnell. So, Deli. Dann Söderli, da das ist, ich habe musst du schon gut vergessen, anschreiben. das ist die Metzger. Metzgermarinade. Da hast du noch mal ein Beutel. Danke vielmals. Ihr seht hier immer schön. So gut. Ich mache das schon lange so im Beutel, da habe ich nie dran gedacht. Ganz ehrlich. Und jetzt haben wir mein Liebling, Knoblauchmarinade. Deswegen hast du mich Knoblauchmarinade schmeckt natürlich so, wie sie angeschrieben ist, nämlich Vollgas nach Knoblauch. nach Knoblauch. Und weil die Knoblauchmarinade halt relativ langweilig aussieht, also langweilig, ja, sie sieht halt nach Knoblauch aus,
Sie Sehr kann... gut. Gib noch ein bisschen, komm, nicht sparen. Sehr gut. Weil es ein bisschen langweilig aussieht, weil es halt einfach eine Knoblauchmarinade ist mit einem hohen Knoblauchanteil, würde ich noch ein bisschen etwas Grünes dazu tun. Ich habe schon gemeint, du wolltest noch Knoblauch dazu. Also, welche willst du? Ich gebe es dir deinen, dann kannst Gib mir du... doch die Salatkräutchen-Mischung. Salatkräutchen. Verschiedene Sachen. Ich tue schon mal massieren. Also da habe ich nicht da. Hast du keinen da? Also ich habe Quarkkrütchen. Quarkkrüte, also ich habe Salatgewürz. Ah nein, dann gibst du mir da einfach die italienischen. Die passen Italienische? auch. Ja. Hauptsache hat er verschiedene Sachen drin. Da Kannst ist aber auch nur habe ich einfach nicht Salat, Schnittlauch vielleicht habe ich nicht, nein. So, einfach drauf. Einfach ein bisschen reinrühren. Noch mehr? So ist schon super. Also in der hast du sogar, glaube ich, Knoblauch, gell? Hat auch ein bisschen Knoblauch drin. Also nochmal Knoblauch. Und jetzt sehen wir, was passiert. Mach Das dir jetzt wieder noch schön. nicht. Jetzt wird das Ganze grünlich, wegen der Kräutchen, die drin sind. Sieht super aus. Und das ist jetzt auch noch ein bisschen erwartet, oder? Ja. Also dürfte ich aber auch Kräuter in die andere Marinade tun? Absolut. Wenn ich würde wollen so. Du siehst einfach hier nicht Die so viel. ja, Oder sie haben ja, schon Kräutchen genau, drin. das stimmt. Und da innen verschwinden die fast. Aber da, wenn wir nachher schauen, wenn wir es grillen, dann sieht es Sieht man voll wunderbar drauf. aus. Ja. So. Nehmen wir da bereits das nächste. Das Also ist kann eigentlich ich auch das Einzige, was man nicht wirklich mal anschreiben, weil man es gerade sieht. Ja, man sieht aber manchmal Standard. Ja, oder? klar. Nicht, dass nachher heißt, ich habe meine Arbeit nicht richtig gemacht. Absolut. Alle 4 Schritte immer gleich. Zodeli. Nächste Beutel. Dankeschön. Also nehmen wir das letzte von diesen 4 Stückchen und tun auch das hier super da rein. Knoblauch. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die da. He? Oh, Cognac-Marinade. ja, die mega. Oh, willst du? Ich kann, das ist meine Aufgabe. Ja, genau, Welche das ist ist die erste, die dein Papi gemacht hat? Metzger-Marinade. Aha. Weil mein Papi hat dort mal das grosse Ziel verfolgt, einem Metzger helfen, Fleisch zu verkaufen. Und 1980 war so ein der Umbruch, wo Mamis sind arbeiten. Langsam sind die Hausfrauen auch arbeiten, sind nicht nur daheim geblieben und haben auf die Kinder geschaut. Und dann mussten die Pfannen fertig sein. Und das sind so die ersten pfannenfertigen Gerichte. Aha. Übrigens in der Schweiz. Also die man so quasi bei der Metzger gekauft hat, sind mit Stedi-Marinade gewesen. Man sagt ja Metzger-Marinade, aber Genau. Stedi-Marinade. Und wenn du da kaufst, ist das schon vor 44 Jahren her. Also nur das Rezept, die sind frisch. Ja, also sie halten schon lang, muss nicht mal gekühlt sein, aber ich habe 44 Jahre, gut, da sind sie viel vorher schon leer. Ich habe die älteste Marinade, unsere Urmarinade, noch in der Tube, wirklich von ganz früher. Die ist jetzt in der Zwischenzeit 45 Jahre alt und ich kann sie nicht labormäßig testen. Stabilitätstest. So schlecken tun wir einmal ein bisschen von der und die ist immer noch gut. Ist sie hier im Laden? Sie ist selbstverständlich hier im Laden. Warte, ich zeige sie schnell. Ja, weil wir haben so ein bisschen, wenn du noch nicht im Laden warst, wir haben das Museum quasi. Und da kann man das gut zeigen. Also ich tue es hier weiter so massieren, ist das okay? Ja, das ist fantastisch. Seht ihr? Und da macht die heutige Technik, ohne dass ich von der Kamera höre. Es ist voll herzig. Sowieso. So hat er ausgesehen dort mal. Wie gesagt, das ist die erste Urgroßmutter von all den Marinaden. Metzgermeister Marinade. Und da haben wir noch einfach ein bisschen abgekürzt auf Metzgermarinade. Wie Metzgermeister ist es dort noch gewesen, sogar Deutsch-Französisch. Hey, Maître à bouger. Und darum, ja, so hat das dort mal ausgesehen. Ich habe dich nicht Tradition. gefragt, willst du hier noch etwas rein tun oder die ist Die ist perfekt. gut? Dann die ist schreibe ich hier einfach Cognac jetzt. sehr da. gut, sehr gut. So. Cognac. Und das sieht jetzt halt nicht so schön aus vom Transport her. Da heisst es wieder so 4 Säckchen. Aber Ich finde es voll gut. dafür hilft uns nachher, dass es viel einfacher ist, dass wir gerade sehen, was tun wir wo drauf. Auch, dass wir im Grill so schöne Spaten machen können. Sehr gut. Ich würde sagen, Auch der Gang ist Zum parat zum Bröteln. Tust du hintragen? ja, Kann man da mit zum Grill? Also das steht irgendwo auf dem Weg Komm verloren. her. Ist. Ah! Komm her! Ich habe gelernt, es gehört immer noch etwas Farbiges auf den Grill. So schön. Dann nehmen wir ein paar Tomaten, ist gut. Also man ist noch lernfähig. Willst du das auf dem Grill tun? Wichtig ist jetzt, dass wir das Lamm weitermachen. Gut. Dann mache ich da für dich auf, gell? Schön warm. Wir haben es extra in verschiedene Säckchen tun. Hast du dass wir- bestimmte Reihenfolge gern, oder? Ist egal. Dann Nehmen wir gebe ich Cognac dir zuerst zuerst. den Cognac da. Ah, der ist schwierig, der ist ein bisschen Oder? grösser. Das ist ein bisschen grösser. Machen wir so. Und ein bisschen drücken. Ja, schau mal, das ist ein Wir wunderschönes haben schon Rack. andere Rezepte, auch so mit den Säckchen. So, oder nicht? Kannst du noch die anderen schauen? Ich tue den schnell Machst du da gerade hin. unten. Ich tue ihn gerade direkt hier schön Sehr bitte. gut. Dann nehmen wir jetzt Knoblauch. Richtig.
Für alle, die vorher schön aufgepasst haben, da haben wir noch ein bisschen Kräutchen drin tun, dass es eine Stimmt. schöne grüne Farbe gibt. Ist Stimmt. aber pure Knoblauchmarinade. So, oder? Mit Kräutli. Ich glaube, italienische Kräutli haben wir genommen. Da haben wir Jetzt jetzt weiss ich gar italienische nicht mehr. genommen. Genau. Und Metzgermarinade. Da haben wir nichts verändert seit 1980. Das kann nur noch gut sein, ne? Oder nicht? Tipptopp. Sogar bei mir hat sich einiges verändert seit 1981. Also Honigmarinade. Honig. So, oder nicht? Alle 4 Stars von Stedi einmal komm, auf ich dem komm da Grill. näher. So, oder nicht? Da haben wir, glaube ich, 2 drin. Ah, das Schau riecht rein. schon fantastisch. So, oder nicht? Wow, das riecht so fantastisch. Und Tomatli hast du gebracht. Soll ich drauf? Geht oben drauf. Das Einfach ist doch so, ohne sehr. etwas. Es geht ja nicht darum, dass man vegetarisch grillt, aber es gibt einfach eine schöne Farbe zum einen und nachher gibt es auch noch etwas Feines zum dazu essen. Genau. Wenn ich da wieder einmal mehr möchte darauf hinweisen, ihr müsst nicht 4 Marinaden nehmen. Moment, da steht eine, ist da im Hintergrund gerückt. Ja, Ihr krass. könnt auch nur 3 nehmen. Aber, und das Allerwichtigste ist das, was ihr jetzt seht, nämlich nichts. Keine Stichflammen, nichts schäumelt überaus, weil Ich sehe einfach da, es tropft nichts. überhaupt nichts. Und genau um das geht es. Wenn ihr schon mariniert, marinieren mit Stedi, weil dann habt ihr die ganzen Sorgen nicht, dass da plötzlich der ganze Grill raucht und Sehr tut. gut. Jetzt lassen wir das einen Moment drin. Der Grill ist im Moment etwa bei 220 Grad und die genaue Dauer gebe ich euch nachher durch. Du lässt zu, offen, machst zu. Ich mache jetzt Super. zu. Ja. Dann haben wir die Indirect Hitze, die uns auch noch ein bisschen hilft, Schau auf dass die es Uhr. ein bisschen rascher geht. Sehr gut. Bis geht. Das ist ganz gleich. Ich habe so ein Gefühl, ich schaue jetzt gerade noch mal rein. Oh! Oh, Patricia, komm schnell, komm. Ist aber schon fertig? Fast. Jetzt haben wir es fast ein bisschen verpasst. Darum kehren wir es nochmal schnell. Die Tomaten sind explodiert. Die Tomaten sind schon explodiert. Guck mal, die Farbe. Die sind schön geworden. Aber jetzt ist auch wichtig, dass wir es wirklich nochmal drüllen. Mann, das riecht so gut. Und noch ganz husch von der anderen Seite anbrötelt. So Zeig schön. schnell, Tomatli kann ich glaube so weglupfen. Kann man Ja. das gleich so wegnehmen? Oder? Einmal. Ah, mach mal auf einer Seite und auf dem anderen und die Lammrex in die Mitte. Dann sieht So. es schön aus. Wow, die sind heiß. Gerade Lass ich abstellen. gleich da. Wir tun hier noch einen Moment. Wir gehen jetzt nur noch etwa 2 Minuten und dann ist schon gut. Super. Weil wir möchten jetzt ja am Schluss ein bisschen rosa haben in der Mitte und nicht komplett durch. Mega. Oder? Sehr gut. Nur noch ich hol kurz uns Geduld. Teller in dem Fall und dann haben wir es. Dann sind wir schon parat. Sehr gut. Und jetzt müssten wir eigentlich parat sein. Ich darf jetzt gerade den Batterie. Oh la la! Jetzt ist gut. Sensationell. Und jetzt machen wir den Trick, dass auch bei euch daheim wirklich funktioniert. Patricia, hast du mir ein bisschen Alufolie? 4 Stücke. Eins anlegen. Sekunde, ich nehme eins drauf. Das gerade einpacken. Ich erzähle euch gerade warum. Aber noch So, nicht essen. genau. Geduld im Leben muss man haben. Jetzt fragen sich die meisten, warum und wie lang. Also wie lang? Mindestens 5 Minuten. Okay. Warum machen wir das so? Ganz einfach. Könnt ihr euch vorstellen, jetzt haben wir das Fleisch Vollgas angebrötelt und der ganze Saft ist jetzt durcheinander. Jetzt sagt, ich will da raus. Und wenn man es jetzt schneidet, läuft jetzt der ganze Saft in den Teller rein. Statt, wenn man jetzt ein bisschen wartet, etwa 5 Minuten, dann zieht sich der ganze Saft zurück. Es gibt immer noch Saft, der dann rausläuft, aber viel, viel weniger. Plus, und das ist der super Geheimtrick, das Fleisch wird massiv zarter, wenn ihr ihm im Moment einfach ein bisschen Ruhe gebt. So ein der Solarium-Trick. Nach dem Solarium geht Rennvelo fahren, suboptimal, aber nach dem Solarium Moment chillen und genau das machen wir jetzt mit dem Fleisch. Wir melden uns gerade zurück. Ich würde sogar gerne 10 Minuten warten, weil sie sind wunderschön geworden. Gut. Ist das gut? Ja, dann machen wir das. Die Zeit nehmen wir uns. Bis nachher. Unsere Lammkotelette, unsere Lammracks, haben jetzt genau 10 Minuten Zeit bekommen, zum schön ruben. Die 10 Minuten haben geholfen, zum einen durch das Fleisch nachgaren. Das heisst, es wird, wenn es 61 Grad ist, noch mindestens 5 bis 6 Grad wärmer und kommt genau am Punkt an, wo wir wollen. Was wir jetzt machen, Die Gäste kriegen mehr Hunger in der Zwischenzeit und finden nachher wunderbar. Das ist sicher wunderbar. beim Lamm müsst ihr Oh, einfach jetzt ein ist bisschen wieder Geduld haben. durcheinander. Nein, ist alles gut. Da ist das Feine mit der Honigmarinade. So, oder? Kannst du das immer sagen? Ja. Ich nehme jetzt Wie das lange raus. muss man beim Städte sein, dass man das weiß? Vom Anfang an dabei, Schau gell? mal. Schmeckst du das? Kannst du nicht wirklich sagen.
Wow. Ich habe von da vom weit schon gesehen, wie die Farbe so und wie das Messer schon reingeht. Es gleitet durch, wie Wow. wir sagen. Ich hole mein Zängli, dann kann ich Schau dir mal. nicht nur da stehen, ich kann auch was machen. Ich zeige ganz husch einfach schnell. Also du Guck kannst mal, das dieses zeigen. Fett, wunderbar. Schau dir Genau, mal das schön. ist die Idee. Ich lege das so. Siehst du das schön? Siehst du das schön? Ja? Zart rosa innen dran, so wie es sich gehört, genauso wie wir es gewünscht haben. So muss es sein. Ist das ein Glücksfall? Nein. Das ist einfach Grillen mit Steady. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich so probiere, so zu verteilen? Wow, sensationell. Wunderschöne Platte gibt da. Die Grillfläche ist praktisch, oder die Schneidfläche ist praktisch trocken geblieben. Und genau um das geht es. Wir möchten gerne den Saft hier drin rein. Der Saft, der da war, ist von den Tomaten. Ja, die Tomatli hat Saft abgegeben. Ich mache das nächste auf. Wow, ich bin begeistert. Auf die Seite. Nochmal, man muss nicht alle 4 machen gleichzeitig. Man kann jede Woche eine andere machen. Oder jeden Tag eine andere. Oh, das Und seht ihr auch hier, es gleitet einfach durch. No fake, einmal gegrillt. Und jetzt nimmt es euch natürlich Wunder, ja, wie war denn jetzt der Grill gewesen? Der Grill war in dem Fall sehr, sehr heiß gewesen. Ja. Weil wir haben vorher schon etwas gemacht, drauf, das heiß gebraucht hat. Wir sind jetzt bei 250 Grad gewesen. Und das Gesamte hat insgesamt knapp 14 Minuten gedauert. Auf der ersten Seite, dann habe ich Patricia geholt, dann haben wir nochmal 2 Minuten gewartet. Das heisst, 16 bis 18 Minuten müsst ihr Zeit geben. Und wenn ihr seht, was ihr für ein Resultat bekommt, lohnt sich das absolut. Also er hat Patricia geholt und dann ist gut gewesen, fertig gewesen. Und weil du auch dabei bist und uns jetzt gleich so ein Feedback könnt geben, Macht noch ein Däumchen auf, bis so gut. Haben wir verdient. Vor allem die schönen Lamm. vor allem der Chefkochmeister-Grill, oder? Grillmeister. Schmeck mal. Das schmeckt einfach fein. Das ist die Knobli. Gell? Ich sehe jetzt auch hier, die Kräuter sieht man immer noch gut. Also es ist ja so, dass die eine Seite wird natürlich ein bisschen dunkler. Knoblauch Das mit ist klar. extra Kräutern sogar, stimmt. So, oder? Oh. Und auch da sind wir genau so, wie Lamm muss sein. Perfekt einfach. Hm? Kann ich nochmal zeigen? Ist das So. nicht perfekt? Jetzt habe ich genau einen Knochen reingeschnitten. Das passiert, excuse, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren. Ich bin so begeistert, dass die so fantastisch rausgekommen sind. Hypnotisiert. Schaut Gell? mal. Besser geht nicht. Fantastisch. Fantastisch. Jetzt könnt ihr ins 10-Sterne-Restaurant gehen oder einfach daheim das selber machen. So, jetzt machen wir das letzte auch noch. Schau mal. Ich habe gesagt, es passt rein. Ja, Es so ist schön. auch nicht so wichtig, dass so viel Gemüse auf der Platte, aber ein bisschen Gemüse. Es gebt sieht ihr mir schön recht, aus. Sieht wunderschön aus. Habe ich das letzte? Ist das Excuse. Metzgermarinade? Das ist Honig. Honig? Das Nein. ist Honigmarinade. Ah, dann ist die erste da nicht Honig. Das war die erste Metzger. Schaut mal. Auch das natürlich butterzart, wenn man es am richtigen Ort schneidet. das ist Honig. Ja. Es Und riecht mit wirklich dem fein. wunderschönen Bild, fantastisch geworden. Mega. Und ganz ehrlich, es macht mich stolz, sogar ehrfürchtig, darf ich sagen. Weil, wenn ihr da sind, ist die Familie Stettler. Mein Vater hat 1980 die Marinade erfunden, Die beste der Welt. vermutlich. Des Universums. Vom Universum, nehmen wir gerade von allen Planeten rundherum. Der Grund ist, sie tropfen nicht, das habt ihr gesehen. Es gibt keine Stichflammen. Sie heben auch, wenn sie offen sind, ohne Kühlung. Einfach weil wir eine geniale Rezeptur haben. Und das alles mit 100% natürlichen Zutaten. Da sind wir die Einzigen, sicher in der ganzen Schweiz. Aber reden kann man viel. Aha, genau da kann man auch Geschmack Können wir jetzt mal probieren? Hast du sogar Besteck, aber wir können auch von Hand, wenn du willst. Was ich noch nie gehabt habe, ist mit Honig. Bin ich gerade ehrlich. Im Ernst? Die probieren wir Dann zuerst. probieren wir. Also, das Du ist weißt, die da. welche ist. Das ist die da gewesen. Voilà. Gebe ich dir ein Mal Gabel, teilen. geben dir ein Messer. Ja, wir müssen wissen, wenn einen Haufen hungrige Städtemüller, die man nachher futtern. Die stehen da neben dran. Also, ich probiere. Bedanke ich mich schon mal für dich. Also bei dir, die dabei bist. Musst du mal schauen. Vielen So. Dank. Ja, ist fantastisch. Also Messer brauchen ihr eigentlich keinen, und auch den Löffel. Nehmen. Wow. Danke fürs Zuschauen. Likes gehören unten rein. Gut. Nachmachen. Und der Trick, also man muss Geduld haben, wirklich die 10 Minuten warten, das lohnt Ja. sich. Das ist Er wirklich hat sich super unglaublich zart. gelohnt. Oh, sorry, ist schon Wow. fast fertig. Super gut. Danke. Ja. Danke. Ciao miteinander.
Bis nächstes Bis Mal. nächstes Mal. Und sind stolze Griller. Schönen Tag. Probieren wir die nächste. Willst du schon mal ausprobieren?